Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Gut, als allererstes bringen wir dann mal zum Lyrium-Schmuggler das Zeug. Beziehungsweise mir sagen dann Bescheid, dass die Ware angekommen ist. Dann schauen wir mal, was noch für krumme Geschäfte kommen. Well, if it isn't my new best friend. You make it to the tower yet? Jo, Päckchen ausgeliefert, wie Zug sagt. Excellent. I must say I wasn't sure I'd see you back here. Now, that was 10 sovereigns we agreed to. Dann haben wir insgesamt 23 Gewinn gemacht. Nein, es waren 20. Ihr scherzt wohl. Ihr wisst, dass es 30 waren. Ja komm, wir machen mal 20. Jetzt sind wir mal nicht so gierig. Right. Just testing. If you weren't paying attention, I know you didn't need the coin, right? Okay, dann gibt es nochmal 20 aber drauf. Da haben wir 33 Gewinn gemacht. Das ist doch ziemlich ordentlich, ja. Jetzt haben wir Guthabe, was ich mal sehen lost. Sehr schön. Dann fehlen noch die zwei Sachen in der tiefe Wege, aber vielleicht kommen wir da ja noch im Laufe der Story hier. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob wir da noch irgendwo tiefer in die tiefe Wege kommen. Je nachdem, ob wir uns halt für Belen oder Harrowmount entscheiden. Aber einer von den zwei müssen wir ja unterstützen. Ich finde es halt cooler, wenn man das auf hohem Level macht, weißt? Ich meine, klar, die Sache mit dem Brazilian-Wald ist halt auch cool auf hohem Level. Aber ich persönlich finde gerade solche Intrige wie in Orzammar und dann die tiefe Wege auch noch mit der Darkspawn. Ich finde eigentlich, das sollte man dann wirklich auf hohem Level machen. Einfach nur, weil es der Situation angepasst ist. Orzammar geht auch schon ein bisschen länger, glaube ich, als Brazilian-Wald, Zirkel der Magie und Redcliffe. Moment, genau, Belen war bei der, beziehungsweise hier Palast. Ja, dann waren doch mal die Leute, dass ich mit Belen befreundet bin. Mach das mal weiter. So. Moment. Das müsste dann... ihr lasst hier mal Share auf, wenn möglich. Ich darf nämlich, ne? Huch. Ah ja, Prinz Belen, okay. Und Wartag. Mal gucken, ob wir bei dem auch noch abliefern können. Ah ja. Okay, dann halt direkt beim Prinz Belen. Hallo, Chef. Well, you've simply outdone yourself. They're talking all over the city about how someone finally went through Dusttown and slaughtered the Carta like Genlocks. Ich habe gedacht, was ihr verlangt habt. Habt ihr mal Truppe? Sehen für ihr Verbrecher der Tod verdient, bla bla. Die meisten von ihnen hatten Qual, ihr Tod war nicht gerecht. Ja gut, wo ist denn meine Truppe? Not yet. Killing Jarvia brought me greater favor. But to truly displace Harrowmont, we'll need something dramatic enough to end the debate forever. What do you know of the Paragon Branka? Na, von der habe ich schon einiges gehört. Sie war Schmiedin und Erfinderin, sie verschwand in die tiefe Wege. Ich kenne nur den Namen. Wer? Schmiedin und Erfinderin. 2 years ago, she heard of something the ancients created. It inspired her to leave everything behind and venture into the deep roads. She is the only Paragon in 4 generations, and she turned her back on her responsibilities. A Paragon is like an ancestor born in this time. If she returned, her vote would outweigh the entire assembly. Okay. Anyone with her support could take the throne unchallenged. Ja klar, wenn so ein Paragon natürlich darum waschtelt und jemand auf der Thron verhilft, selbstverständlich. Wenn ich ja meine Truppe kriege, wäre ich Branka Finner. Ihr wollt sie also zurückbringen, damit sie euch als König empfiehlt. Warum glaubt ihr, dass Branka noch lebt? Ihr glaubt also, sie wird euren Thronanspruch unterstützen. Warum glaubt ihr, dass Branka noch lebt? She had an entire house with her, dedicated to her protection. With the number of ruins still intact, they could last for a long time. And Harrowmont is looking as well. It's too risky to assume she's dead, only to have him take credit for finding her. Na gut, wie ist Branka so? I did not know her personally. 2 years ago, I was still considered a child, not one to consort with Orzamar's finest. From what I hear, her intellect was unrivaled, but the social graces were beneath the notice of one so gifted. Okay. Und wenn Branka euch nicht unterstützt? I was hoping you could use your legendary charm to persuade her that the rightful king should take the throne.
However, if the deep roads have addled her wits, it might be best she not return before the kingship is decided. Okay. Hieß es, ich soll sie umbringen? I would never say that. She is a paragon. It is my duty to protect her. On the other hand, we must respect her decisions. Should she prefer to stay in the deep roads rather than help her rightful king take the throne, we must assist her. By any means necessary. Okay, ich werde sie für euch finden. Then we will both go down in history as a paragon's saviors. So far, my men have traced Branka to Caridin's Cross, an ancient crossroad lost to the Darkspawn 4 centuries. Ui. Her trail ends there. Perhaps with your warden's expertise, you can find what my men could not. Ja, schauen wir doch mal. Wo ist Caridins Kreuzung? You must enter the deep roads through the mines. To protect the city, that's the only path we leave open. Caridin's Cross lies many miles deep into the tunnels. It was once a main thoroughfare, but before Branka, no one had stepped foot there in generations. Na guck ich doch mal You noch. have my thanks. Seek her in Caridin's Cross. I will try to delay the vote until you return. Der Amboss der Lehrer, ein Paragon der anderen Art. Und Morrigan hat ein Level kriegt. Ja, wie gesagt, Geistheiler wäre ganz nützlich, aber jo, es ist halt ein Salat, ne? Dann... Oh, jetzt hat natürlich auch das Internet der Geist aufgegeben. Macht mal einen kurzen Cut. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, das Internet hat mal wieder ein bisschen rumgesponnen. Hat es auch schon länger nicht mehr gemacht. Wisst was? Ja, komm, geh mal auf die 40. Und dann kriegt sie hier nochmal Kräuterkunde, meisterhaft. Ansonsten, das ist dann vorbei. Tja. Was könnte man hier noch? Heldenhafter Angriff. Ja, da kannst du halt buffen ein bisschen, ne? Siegel der Lähmung, des Schutzes, Rückstoßes, Neutralisierung, Zauberirrlicht. Heldenhafter Angriff. Heldenhafte Aura, Verteidigung, Hast. Ja, komm. Gehen wir doch mal auf die Buff-Zauber. Weil, wie gesagt, als Angriffsmagier bin ja ich derzeit hier. Sie ist ja eher Supporterin. Dafür ist Morrigan eigentlich nicht ausgelegt. Aber ich mache sie einfach dazu. Ich persönlich fände es einfach so schade, dass sie nicht dabei zu haben und nur ein paar Haut drauf Ochse dabei zu haben. Wäre ein bisschen blöd irgendwie. Also wenn ich noch einen Krieger mitgenommen hätte, dann auf jeden Fall Ogren. Ogren treffen wir, glaube ich, noch der Geschichte hier in Orzammar. Das ist auf jeden Fall ein Zwerg und zwar ein Berserker. Der ist eigentlich schon ziemlich cool. Also den den ich eigentlich schon gerne mitnehme, weil er auch rollespieltechnisch eigentlich ein echt cooler Charakter ist. Also gerade allein schon deswegen, den ich ihn gerne mitnehme. Aber ja, ich mag halt Morrigan als Charakter ein bisschen mehr und sie passt von ihrer bösen Gesinnung eigentlich auch eher in unserer Trupperei. Morrigan und Saffron sind ja beide eher rechtschaffend böse. Stan ist schwierig. Dann würde ich eigentlich eher als rechtschaffen neutral, als Soldat mit rechtschaffen böser Tendenzen eher so einordnen. Stranger, have you seen a Grey Warden hereabouts? Ach, das ist er ja, der Ogren. I hear tell that he, or was that she, you understand this was several flagons ago, was setting out to search for Branka on the prince's own orders. Sorry, dafür weiß ich nichts. Ich bin der graue Wächter, also ist sie richtig. Well, if you're the best they got, then standards must have fallen way down. But I suppose that would account for an elf being down here. Say, could I ask you a favor? Also den finde ich eigentlich ganz witzig, den würde ich sogar noch als chaotisch neutral bezeichnen. Ist das eine Art, jemand zu schmeicheln, von dem ihr euch Hilfe erhofft? Warum nicht? Euch wird da bestimmt schon genug geschmeichelt. Nett, nachdem ihr mich noch beleidigt habt. Habe ich euch nicht mit dem adligen Streiter sehe? Aye, that blowhard Loylanar. And if you asked him, all he probably said is, oh, that Ogren, he pisses ale and kills little boys who looked at him wrong. And that's mostly true. But the part they never say is how I'm the only one still trying to save our only paragon. And if you're looking for Branka, I'm the only one who knows what she was looking for. Which might be pretty sodding helpful in finding her.
Was wollt ihr als Gegenleistung für die Info? Kommt zur Sache, wenn wir eure Infos nützen, könnt ihr mitkommen. Warum habt ihr nicht selbst noch gesagt? Kommt zur Sache. You should know that Bronca was looking for the Anvil of the Void. The secret to building golems, which was lost centuries ago. The smith Caridin built it. And with it, Orzammar had 100 years of peace, while it was protected by the golems forged on the anvil. As far as anyone knows, the anvil was built in the old Ortan Thaig. Bronca planned to start looking there, if she could ever find it. All she knew was that it was past Caridin's cross. No one's seen that Thaig for 500 years. Okay, dann kommen wir auf jeden Fall auch in den Ortan Thaig mal endlich hier. Belen hat mal eine Karte gegeben, weil ich kann Caridin's Cross bzw. Kreuzung erreichen. If we're going, let's get moving. Bronca's not gonna sodding find herself. Okay. Der muss nicht mit dabei sein. Ist ein Level 50 Krieger. Nee, dann tut's mal leid, obwohl ich Oghren eigentlich echt mag. Aber die Gruppe steht. Ihr habt jedoch die Wahl, ihr liebe Leute. Das könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben. Soll ich Oghren mitnehmen? Das ist halt so ein Raubaut, so ein richtig wiechte Kerl. Wollt ihr, dass Oghren in die Gruppe kommt? Und wenn ja, wer soll gehen? Stan als Ersatz, Morrigan, weil es zweite Magierin ist. Und Saffron, naja, der muss ja eigentlich bleiben, weil das der einzigste Schurke ist im Repertoire. Deswegen soll Oghren Morrigan oder Stan ersetzen. Ihr habt die Wahl. Vorerst lasse ich die Gruppe. So. Dann wollen wir mal. Da ist er doch, beziehungsweise Dukenteig. Gehen wir wahrscheinlich den Weg und hier ist die Kreuzung. Und von dort aus zum Ortan-Teig, zum Amboss der Lehrer. Das wird lustig. Ich habe da jetzt wieder düster was in Erinnerung. Wir kommen auf jeden Fall auch zu diesem Amboss. Das weiß ich noch. Das wird auf jeden Fall ziemlich episch. Lohnschläger. Well, look what we have here. Ja, Some Staubviertler. of Balin's new toadies. Let's show him who's king. Ja, 11 Söldnerinnen sah noch. Dann frieren wir doch mal alle 3. Ei. Nice to see you. Das ging doch fix. Und Stan hat sogar noch ein Level gekriegt. Geiler Scheiß. Plünderer und Berserker wäre jetzt eigentlich echt geil, wenn ich nur wüsste, wo man es lernen kann. Verflixt nochmal. Wenn ihr das wisst, auf jeden Fall ach, bitte in die Kommentare rein. Geschicklichkeit wäre vielleicht nicht schlecht. Und Konsti sollte auf jeden Fall Ammo kriegen, der Kerl. Was nehmen wir denn für ihn noch? Tja, oh, Klugheit 12. Tja, da ist er wohl nicht klug genug für Überleber. Dann kriegt er halt, Giftherstellung. Nee, Stehlen. Fallenbau. Alter. Dann kriegt er halt Stehlen. Ist zwar ein bisschen redundant, aber warum nicht? Okay, jetzt hat er das alles gelernt. Da kann er jetzt seinen Kriegerkram noch lernen. Tapferkeit, ja. Machen wir Tapferkeit. Das ist eine passive Fähigkeit. Die sind nie verkehrt, die Dinger. Und ich hoffe, ich finde mal bald die Prestigeklasse Plünderer. Weil ich das für Stan eigentlich echt gern hätte. Geil, dass er aber aussieht, so in der Ferne, ne? Die Inschrift auf der Tafel lautet: Der finstere Pfad ist voller Trauer, dennoch werde ich bestehen. Also Motivationssprüche auf dem Weg. Immer aufrecht, bewacht den Pfad, die Dunkelheit wächst. Ja, die Dunkelheit wächst. Doch wir halten aus. Ja, diese schöne Motivationssprüchler, wie man sie sonst auf dem Klo hat. Handy halt hier auf ihre Highways. Call yourselves crows. Crows are scavengers, not killers. I heard that at one time they considered calling us the Castrovs, but you know, it didn't sing. It didn't dance. Okay. Ah, ja, immer der leichte Spur von dunkler Brut noch. Ich will gerade nur noch gucken, ob es hier noch was Schönes gibt. Ja, da geht es tatsächlich auch noch wo hier. Sollte man vielleicht auch mal da reingucken, ne?
Bevor wir der Leiche Spur folgen. Vielleicht eher in so einen Nebengang, wo so ein paar Tiefenlauerer sind. Wir wollen ja immer den optionalen Kram zuerst. Ah, der holt wohl Verstärkung. Der lockt uns jetzt hier rein und dann kommt die ganze Sippe wahrscheinlich hinterher, ne? Ja, da ist er schon. Gut. Der Lockvogel hat es nicht geschafft. Aber ich glaube, damit, ja. Oh, wobei das eher so ein Nebengang ist. Warte mal, nur mal so ganz kurz. Ja, so wie es aussieht, gehen wir hier in der eigentliche Gang rein. Oh, Morrigan scheint ein bisschen in Bedrängnis zu sein. Das hat sie zumindest Anna nicht mehr auf dem Pelz. So, du heilst dich erst einmal. So. Okay, bevor wir hier weitermachen, gehen wir dann doch erst einmal in den anderen Gang, weil wie gesagt, ich glaube, da geht es tatsächlich eher weiter zum Teig. Dann gehen wir wieder durch zurück und gehen zu der ganze abgeschlachtete, verdächtig da rumliegende Darkspawn. Was ich eigentlich für der offizielle Weg halte habe. Weil wenn die hier so offensichtlich rumliegen, ne? Schwierig. Jetzt sieht es wieder aus, als wäre es hier in beide Richtungen. Ach, es ist schwierig. Ich hasse es mit diesem Labyrinth und mit diesem Sicht. Ah, ich bin so ein Entscheidungskrüppel. Ich kann mich nie entscheiden, wo ich dann hin will. Das ist furchtbar, ihr liebe Leid. Aber, ja, hier sind Darkspawn. Okay. Na gut. Du leben sie. Die Gestalter. Igitt. Ihr kriegt noch auf Feuerbällche ab, ihr zwei. Viel Spaß. Ach ja. Hauptsache die epische Kampfmusik noch dazu. Ich mag die Mucke. Also gerade die Mucke finde ich sehr geil. Als Standardkampfmusik ist die wirklich ziemlich episch und kann was. Und da sind sie ja schon die Gesichtrianer. So, komm mal her. Okay. Nein! Seppel, was machst du dann? Entschärf die Fall, bevor du durchrennst, du Blödmann. Und du, renn jetzt an, gerade hier, während der da rumwaschelt. Dummkopf. Gott, jetzt kannst du durch. Dann kann man euch hier umschmeißen, Jungs. So. Du kannst mal deine neue schöne Zauber auf Stan machen. Damit der Bue ein bisschen besser reinrobbt. So. Okay. Da stehen noch ein paar von denen rum. Inklusive Gesandter. Ja, das ist dann meiner. Ach, der super Typ. So, stirb. Ja, komm schon. Saugen Lebensenergie ab. Das gefällt mir nicht so. Machen wir wieder auf das Stan was. So. Dann heilst du mal den Hauptcharakter, bitte.
Dann hier auf den. Nee. Wenn möglich, bitte Heiler. Ich kann gerade nicht geheilt werden, ne? So. Jetzt geht's aber wieder, ne? Du machst du mal hier auf, wenn möglich. Ja, großer Schild der dunklen Brut. So, was sind sie dann noch? Nam, 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 nam. Ach ja. Saffron, mach du mal auf. Und anscheinend sind wir hier immer noch im Kampf. Deswegen lasse ich mich jetzt nochmal heilen. Und dennoch heilen wir noch Saffron. Wenn der Zauber wieder da ist. Aber vorher würde ich ganz gerne mal die flattern. So. Bevor wir die nämlich später noch vergessen. So, dann heilt er nochmal das Säppel. Ja, dass wir hier alle krepieren beim nächsten Kampf. Ah, da geht's zwar über die Brücke hier, ne? Ja, das sieht mir immer noch so offiziell noch Weg aus. Stan stürmt schon vor. Ja, das sieht mir alles sehr offiziell aus hier. Oh, gleich gegen der Alpha. So. Der rufende Wetter. Now you die. Oh, unsere Leute stecken hinter im Kampf und sind dabei dann zu verlieren, wie ich gerade festgestellt habe. Und ich freue mich, wo die Leute bleiben. Tja, du kannst ja direkt lang warten. Das war wohl ein Hinterhalt, ne? Also Trap. Wir schlucken erstmal so einen starken Lyrium-Trank. Dann können wir nämlich ein bisschen die Linie aufrahmen. Jeder von der Buwe kriegt was ab. Oh, jetzt ist gerade Morrigan draufgegangen. Okay, die Linie ist zersprengt. Ich kann selber für meine Heilung sorgen. So. Dann steht mal wieder auf. Das bedeutet für dich eine schwache Verletzungsausrüstung. Und es bedeutet für dich eine schwache Verletzungsausrüstung. Wohl bekommst. So viel Zeit. Okay. Die geben auch noch ein bisschen was. Tja, ihr liebe Leute, steht immer noch Sache, das sieht mal verdächtig noch Hauptweg aus, ne? Feuersteller. Die Verderbnisse, ein Brief des Paragons Eduken an, keine Ahnung wen. Tja, das sieht mir immer noch hochoffiziell aus hier mit der Brücke und allem. Ich glaube, ich sollte tatsächlich lieber dort hier, wo die Tiefenlauerer waren. Allzu lange haben wir jetzt ja Anime in der Episode. Deswegen machen wir doch gerade einfach die Wanderung wieder zu dem anderen hier. Weil da sind es nur Tiere gewesen. Ich bin mir nicht so sicher. Wenn nur Darkspawn rumschwirrt, dann ist das alles so hochoffiziell wichtig und ja. Sieht so noch richtig im Weg aus. Dann waschle ich lieber mal hier in der Gegend rum. Und gehen wir halt wieder da hier, wo die Tiefenlauerer waren. Bin mir nämlich echt gerade nicht mehr so sicher. Aber wir werden auf jeden Fall die Karte aufdecken. So viel verspreche ich. Dafür sagt man irgendeine Gamer-Autismus. So. Kopf in einem Sack. Lecker. Irgendeiner dämonischen Kreatur. Sehr erbauend. Sowas trägt man natürlich auch sehr gern mit sich rum. So ein Kopf von irgendeiner dämonischen Kreatur. Ach ja. Was man halt so sonst in einem Sack mit sich rumträgt, ne? Köpfe, Äpfel, Birne. Manchmal auch Zwiebler. Aber nur an Feiertagen. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Dann. Ja, wieder Tiefenlauerer. Komm her, du Zähskämmer Zwiebelkopf. So. Und dich ersteinfausten wir. Die Biester kommen hier wieder über Hinterhalt-Angriff. So macht er das also. Schlaue Tierchen.
So ein bisschen wie hässlichere Wölfe. Also die greifen auf jeden Fall im Rudel an. Es sind Rudeltiere wie Wölfe, nur halt in unerirdisch blass und hässlich. Oh ja. Oh, du geht aber echt die Luzi ab hier. Hallo. Feuerball. Latsch. So. Ach du Scheiße. Die halten zwar nicht so viel aus, aber Gewitter erleid. Die können schon ganz schön nerven. Morrigan hilft dann nochmal Stan. Okay. Ja, geil. Alle hopp. Da ist noch ein zerbrochener Stäh. Da noch ein Runestäh. Überbewahrer. Mhm. Ja, besser Überbewahrer als übler Bewahrer. Ach ja. Ach ja. Okay. Da will ich aber auch sagen, ihr liebe Leute. An sich ist es doch ganz gut. Wir haben hier die Höhle geklärt. Und gesäubert. Dann steht uns eigentlich... Ah. Hier stehen uns noch ein paar Genlocks im Weg. Okay. Mal gucken, ob wir hier noch die Brücke schlagen können. Also die machen wir jetzt noch nieder. Die Uiuiui, ein Bronto. Oh, ich will nicht gegen so Tierkämpfer. Eigentlich tut man das immer so leid, gegen Tiere zu kämpfen. Ich meine, diese Genlocks machen mir jetzt nichts aus. Genauso wie Hurlocs und andere dunkle Brut. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, der Käse egal, ne? Aber gegen Tiere, das finde ich Nische. Ey, was ist denn los am Bach? Ey, ich glaub's hackt. Der Ballistentyp. Ich glaube, den hauen wir erstmal mit der Stäffaust um, dass der hier irgendwie weiter rumwurschtelt. Ach ja, da halt noch ein bisschen gegen weitere Darkspawn. Oh, da ist noch ein Gesandter, der mich verdächtig an den Nekromant aus Ostaga erinnert. Wahrscheinlich ist das sein wiechtere Bruder, der Nekromant aus Orzammar. Ja, komm schon. Ey, aufgehört wird. So. Ist nämlich lang. So. Das war, glaube ich, der letzte Hammel. Dann macht er mal die Falle weg. Warum auch immer mal hier in seinem Lager die ganze Zeit Bärefalle aufstellt. Totem als Geschenk. Nicht schlecht. Könnte für Morrigan ganz lustig sein. Die Hen alle nix. Okay. Ja, das sieht mal sehr offiziell noch offiziellem Weg aus. Ich glaube, da müssen wir in der nächsten Episode übermorgen dann eine Motorhine aufrahmen. Moment, du machst jetzt mal das Tellereisen weg. Und kaum habe ich weggeguckt. Nur eine Sekunde nicht auf die Pause gedrückt und schon macht die freie Steinrüstung. Blitzschnelle Reflexe, Erfolg freigeschaltet. Okay, na dann würde ich immer sagen, liebe Leute. Ich mache an der Stelle meinen Cut hier. Weil das sieht wohl aus, als wäre das Optionale. Oder würde ich hier hinführen. Sehen wir dann. Und zwar übermorgen. Da sehen wir uns dann wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.